sagen, Leute, denkt mal wieder etwas sozialer. Wir sind keine Leistungsgesellschaft, Leistung, Leistung, Leistung. Wir müssen wieder an die Menschen ran. Und die Köpfe der Entscheider. So, Dankeschön. Jetzt kommt der Herr hier dran, bitte. Hier vorne, in der ersten Reihe. Ja, dankeschön. Der Regierungsentwurf muss in zentralen Punkten an die UN-Behindertenrechtskonvention angepasst werden, insbesondere beim Personenkreis und beim gemeinschaftlichen Inanspruchnehmen. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit, dass die Länder Kosten reduzieren können und somit an der gesellschaftlichen Teilhabe der Menschen mit Behinderung sparen, muss ausgeschlossen werden. Das sage nicht ich, das sagt nicht die von Ihnen als Propagandastadt bezeichnete Behinderten-Community, das sagt nicht die von Ihnen dämonisierte Opposition, das sagt die Leiterin Frau Eichler von der UN-Monitoringstelle für die Behindertenrechtskonvention. Werfen Sie der auch vor, dass sie mit Unwissenheit glänzt, werfen Sie auch der vor, dass sie keine Ahnung hat, werfen Sie auch der vor, dass sie unprofessionell ist. Ich glaube, wenn Sie sagen, dass Sie Teilhabe in das Gesetz packen wollen, dann packen Sie auch Teilhabe drauf ein und schreiben Sie es nicht nur drauf. Dieses Gesetz ist nur eine Reform der Sozialgesetzgebung. Wenn Sie aber vorher sagen, Sie wollen ein Bundesteilhabegesetz machen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn sich hinterher die Betroffenen darüber aufregen, dass Sie etwas versprochen haben, was Sie nicht einhalten. Nennen Sie es entweder richtig oder packen Sie die richtigen Inhalte rein. Dankeschön. So, jetzt stehen wir langsam vor einer Schwierigkeit, weil wir ja vereinbart haben, dass wir gesagt haben, so 12 Uhr wollten wir die Fragen und Anregungen dann beginnen zusammenzufassen hier bei den Sprechern. Deshalb bitte ich jetzt um Ihr Verständnis, obwohl ich weiß, dass Sie das jetzt kritisieren werden. Wenn ich noch eine Frage zulassen kann,